Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission «Der Blick auf Europa». Merci für das Nachgucken. Hier von Brüssel, das sind zwei Themen, die ich mit dir ausschwätzen. Das ist einerseits den Senden von Arbeiter an anderen Ländern, wo ich schon darüber gesprochen habe. Ich hatte versprochen, ich stehe Laufenden zu halten über die neue Entwicklung. Und das zweite ist Geoblocking. Oder ähnlich doch nach gesagt, Diskriminierung, geografische Diskriminierung am Anfang. Fangen wir vielleicht mit dem Thema an. Das ist so, dass Gitfried von euch schon irgendwie online bestellt wird, aus anderen Ländern etwas kommen gelassen wird. Und dann ist ganz oft als Lützeburg, besonders als Lützeburg oder besonders auch an großen Ländern und Grenzregionen gehandicapt, an dem Sinn, dass das nicht geliefert wird, weil ich keine Adresse hat, weil ich dann eine Adresse am Ausland muss gehen. Zweitens ist es so, dass ihr ganz oft nicht auf die Webseite könnt, aber wenn ihr auf die Webseite könnt, dann geht ihr über eine IP-Adresse direkt dann zwischen ähnlich gelegt, wo die Konditionen ähnlich sind, wo die Preise ähnlich sind. Das sind Punkte, die besonders, wie gesagt, Lützeburg betreffen. Ganz oft 32% von den Leuten haben gesagt an Lützeburg, dass es ein Problem mit der Lieferung ist. Da sind natürlich auch schon Firmen, die sich spezialisiert haben, die am Ausland eine Adresse haben, die angehen, und die machen dann in dem Moment den Transfer von der Sendung, die Lieferung von der Sendung. Das geht alles mit Kommissionen Vorschläge gemacht, am Anfang für das zu verbessern, für die geografische Diskriminierung für die abzuheben. Da geht es nicht nur für die Leute, die etwas bestellen, sondern auch für Firmen. Nicht nur 8% von den Firmen sind eigentlich bereit, an das Ausland zu liefern. Das kommt auch dadurch, weil der juristische Faktor nicht richtig gelöst ist. Das heißt, am Fall von Garantie ausspricht, am Fall, wo etwas mit der Wohnung nicht klappt, was für ein Recht, was für eine Rechtsprechung, was für ein Land das da erfragt, was für eine Rechtsprechung ist, was für ein Land das da gilt. All die Sachen hindern am Anfang den Verkehr. Den Verkehr von Dienstleistungen erwarten den Verkehr von Waren. Und das eigentlich dadurch, der Bandenmarkt ist noch immer fragmentiert, das ist noch immer zerstückelt. Und aus dem Grund hat die Kommission, wie gesagt, die Vorschläge gemacht. Den Ursprung ist, dass den Ursprung von der Idee ist, dass dieselben Konditionen hat für egal von wo ihr könnt, egal ob ihr lokale Konsument ist oder ob ihr ein europäischer Konsument ist, den Zugang zu der Webseite soll dieselbe sein. Und auch Diskriminierung beim Bezahlen, das soll abgehoben gehen. Das heißt, ganz oft kriegt ihr noch eine Kreditkarte gefragt, eine Nummer von einer Kreditkarte gefragt. Und da muss das eng sein aus dem Land. Wenn ihr zum Beispiel mit einer internationalen Kreditkarte bezahlen, da geht das nicht. Oder kommen noch zusätzlich Freien dabei. Das heißt, das sind alles Sachen, die Lieferung, und das sind alles die Sachen, die am Anfang das Ganze erschweren. Und los am Conseil hat Lützeburg gegen die Proposition gestimmt von der Kommission, nicht weil die Proposition schlecht ist, sondern weil es nicht weit genug geht, aber weil auch am Conseil die Einigung ist immer die Einigung, die davon gehen ist, der Kompromiss, den davon gehen ist für Lützeburg nicht akzeptabel. Und du hast als Ökonomieminister hat doch klar und deutlich an der Presse zum Ausdruck gebracht und hat gleichzeitig gesagt, dass hier ganz stark darauf setzt, dass das Parlament eine Rolle spielt und das Parlament empfängt, die Diskriminierungen für sich abzuheben. Wenn wir hier im Parlament eine Lösung finden, wo ich davon ausgehe, dann ist es noch immer ganz schwer, am Trilog mit dem Conseil eine Einigung zu finden. Aber wie gesagt, da schaffen wir noch drin und da werde ich auch Laufenden halten. Ein zweites Sujet, den ich schon ein paar Mal, das ist das Detachement von den Travailleurs, das heißt das Senden von Arbeitern an ein Land, an ein anderes Land, wie da, wo die Firma aussässig ist. Gibt ganz viel gemacht am Bausektor, auch am Transport, an der Landwirtschaft. Das sind so ein bisschen auch am Dienstleistungssektor, aber da ein bisschen mehr. Und da sind Einzelsektoren, wo dann natürlich einerseits, wo wir froh sind, weil wir nicht immer qualifiziertes Personal genug haben. Das kann eine Bereicherung sein, weil Leute aus anderen Ländern bei uns arbeiten kommen für eine begrenzte Zeit. Nur just für einen Auftrag oder für einen Bau fertigzustellen oder so etwas. Andererseits ist es aber auch ganz stark verbunden mit Sozialdumping. Das heißt, die Leute, die hier kommen,
brauchen sich nimmen und den Mindestlohn zu halen von dem Land, wo sie dem Moment schaffen. Und das gibt eine Verzerrung einerseits auch für als Betrieber, wenn noch Patronat nicht 100% eins ist von die Großfirmen echt da Proposition von der Kommission unterstützen, die kleinen Betrieber Proposition von der Kommission unterstützen, da sind die Großbetrieber aber ich da zurückhaltend. Es gibt auch eine Kluft zwischen den Ländern am Osten und den Ländern am Westen oder am Mitteleuropa. Das heißt, das ist auch riskiert, eine ganz konfliktreiche Situation zu gehen. Die neue Proposition sieht nämlich hier von der Kommission gleiche Lohn für gleich Arbeit auf derselben Platz. Das geht über daraus, was wir im Moment tun. Das heißt, über den Mindestlohn raus müssten dem Moment Kollektivverträge angehalten gehen, müssten Tarifvereinbarungen angehalten gehen, weil dann verschiedene Länder kleine Nuancen ähnlich das. Die müssten eigentlich von den nationalen Staaten müssten die annonciert gehen, öffentlich zugänglich sind auf einer Website, sodass eine Firma so nicht mal die aus Polen könnt oder so sonst wo, dass die weiß, wann ich in Lützeburg Leute hinschicke für zu schaffen, muss ich am Bausektor den Kollektivvertrag anhalten oder an dem Sektor muss ich die Lane respektieren. Und da waren am Anfang 11 Länder, die eigentlich schon direkt gegen Proposition von der Kommission waren, die dagegen geklagt haben, die aber nicht Satisfaktion gekriegt haben. Das heißt, wir treiben das weiter. Aber wenn ihr hören hört, dass am Conseil einer slowakischer Präsidenz keiner Konflikt ist, dann ist das bedenklich. Auch da geht andere Menschen auf Parlament gesagt, auch da hoffen ganz viele Leute, ganz viele Bürger in Europa, das Parlament, wir sehen auch ganz oft Vorreiter, was Sozialrechte anbelangt, dass wir damit weit gehen, dass wir die Kommissionspropositionen unterstützen, und vielleicht sogar noch verbessern. Wenn ich so verbessern, dann ist es hauptsächlich auf der Zeit hin. Das heißt, für gleiche Lohn, gleich Arbeit, da sind wir als hier am Parlament ziemlich eins. Mit das auf der Zeit hin, das heißt, die Kommission hat proposiert, noch 24 Monate, wo in einem anderen Land entsandt geht, muss den D'Office die Konditionen von insgesamt überholen. Da so mir, dass das viel zu lang ist, das heißt, da kann den Arbeitnehmer viel zu viel lang dahin geschickt gehen, für aber nicht denselben Lohn zu kriegen, für aber, dass die Bedingungen auch immer mehr schlecht sind. En plus, wenn da weiß, dass eigentlich Moyen nicht 24 Monate, dass mit Moyen bis Maximum 4 Monate ist, da sind wir darauf aus, hier am Parlament für die Zeit von 24 wirklich Ruf zu kriegen, so nicht mal eine Richtung von diesen 4 Monaten, wo wir da endlich wissen noch nicht. Aber das ist von unseren Hauptobjektiven. Ein anderes Objektiv das ist für die Interimsfirmen, weil es sind immer mehr Firmen, Interimsfirmen, die sich darüber spezialisiert tun, das heißt, die Leute aus verschiedenen Ländern abholen und sie dann in dem Moment an ein anderes Land schicken, die Interimsfirma für das auch zu reglementieren, für das da auch wirklich sich muss an Gesetzgebung gehalten gehen und nicht da so Scheinstrukturen abgebaut gehen, für andere, wie gesagt, europäische Gesetzgebung zu umgehen. Das sind so ein bisschen die großen Herausforderungen, die an dem Dossier sind. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich fürchte, dass wir am Endeffekt blockiert bleiben, vielleicht alle gute Perdants sind, weil einerseits den einen geht es nicht weit genug, den anderen geht es zu weit. Ob wir da einen Kompromiss finden, wann dann hier am Parlament, weil am Conseil sieht es nicht aus, wie wenn das Führung getrieben wird, weil die nächste Präsidenz hat Malta. Malta hat sein ganzes wirtschaftliches Modell eigentlich abgebaut auf Briefkostenfirmen. Und dass Malta de Courage soll haben, für das regulieren zu gehen, weil Briefkostenfirmen, gerade wie Interimsfirmen, ist eigentlich auch eine Struktur, für, wie gesagt, das Modell dort zu fördern. Dafür habe ich persönlich ganz stark Bedenken, dass Malta das soll versuchen zu reglementieren. Das wäre ich will aber noch vielleicht ein Wort sagen, dass zum Sozialdumping, weil das ja mit drin hängt. Das muss ich aber so den Senden von Arbeitnehmern, von Beschäftigten, als nicht gleichzustellen mit Sozialdumping an dem heutigen Fall, weil es ja einfach schon reglementiert ist, aber den Sozialdumping, den wir spüren, den überall präsent ist, das sind meistens Firmen, das sind meistens Leute, Beschäftigte, die das nicht anhalten, die bestehende Gesetzgebung nicht anhalten. Das ist besonders am Kamionssektor der Fall, wo wir einen richtigen Wildwuchs haben, wo wir wirklich viel mehr streng müssen durchgreifen, was das Sozialdumping anbelangt.
Der einerseits Lützeburg als ein Paradebeispiel mir entsenden eigentlich mehr Leute, wie man da wirklich all der bei uns abholen. Das heißt, muss ich noch gucken, dass das ein Movement, das an die zwei Richtungen geht. Und es soll nicht generell das verbieten, es soll nicht besser am Sinn von den Beschäftigten reglementieren. Das wäre, wie gesagt, von Brüssel. Merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.